Guten Morgen. Ik freue mich von jou en jullie met te zijn hier en met te delen. Dat is een stukje terug dan van Quinten mij en vroeg. Als ik wil wel zijn hier plottig een boodschap te brengen, mij het immer schijnen plottig te reden. Dat is mijn moeder spreekt en ik heb al geredet. Maar voor mij is het immer een bijzondere gelegenheid. En zo dan vroeg ik hem nog weer, wat wil het thema zijn van wat du willen hebben, of wat je nu daar kunt, wat ik zo van reden. Dan zegt hij, je wil hier een serie van boodschappen hebben van wer wir sind als Anabaptisten. In meiner Daut redet von, da wird noch Luther kommen von wer sind wir als Evangelische, und hauptsächlich nicht anfangen mit wer sind wir als Anabaptisten, wer sind wir als Mennoniten. Mit so einer Botschaft ist das verbringen, als ich habe mir mit gemixte Gedanken wens, ich weiß nicht gerade, wo wir alle sind. Einige Menschen haben die nur Mennonit gehört und vereint, das sind Mennoniten, aber was das anhält, wo das herkommt, was das bedient hat, nicht sehr bekannt. Andere haben die Geschichte gelesen. Die würden denken, okay, nu wir weten alles, was nur nicht sind von dir. Aber ich hoffe sehr, wenn wir vorig sind, der erste Tag, was uns anspornen wird, was uns Mut geben wird, und zwar im Himmel, dass wir in dieser Welt leben wollen. Das Thema, wo wir von dir reden wollen, ist der Weg vom Kjriez, aber ich will mit dort am Sehen, was sind wir als Mennoniten und Anabaptisten? Und wo so weit können sein, dort ist wirklich der Grund, wo das mal anfangen. Die wollen drei nur Jesus seine erste Lehre. Das ist wichtig, sondern wir das noch ein bisschen erklären. Was sind Mennoniten? Was sind Anabaptisten? Und noch ein anderes wurde halt noch nicht gehört. Und hier sehr wenig, das wird Wiedertäufer. Die von ihnen, die Deutsch lesen und Deutsch studieren, dann, die würden, was da bekannt sind, Wiedertäufer. Das ist das deutsche Wort für Anabaptisten auch. Anabaptisten meint bloß was wahrer deuten down. Dort gibt es noch von dir viele Menschen, die deutsche Mennoniten, die im Sinn haben, Plattdeutsch und Mennonit, das meist kriegt eint. Und das ist aber nicht. Ich will ein paar Dinge mit klar machen von uns Mennonitentum und so wieder, und da wir wieder trägen und so. Ich würde die Geschichte von dir so bringen, dass wir wollen, wie kann sein, überrascht mit dieser Sache. Dat is eindruid hebben en de anderen zullen die uitpakken en we zien wat alles ben is. Viele von Ihnen wollen es vielleicht weten und viele vielleicht nicht. Das Mennonitentum ist noch nicht ganz 500 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber Mennoniten sind nicht immer gewasst. Mennoniten, so wie uns Mennoniten nennen, fangen wir an 500, in 1530 Jahren, so wird daran, wo fangen wir mal an. Und noch ein Ding, was vielleicht wichtig ist, dass wir uns das an denken, dann ist, wie viele Menschen reden Plattdeutsch? Und das ist gesagt, wir haben das jetzt abgeführt, weil wir Plattdeutsch sind, dann sind wir Mennoniten, aber dort stimmt auch nicht. Die Mennoniten wollen in der Welt von der schon nach Plattdeutsch reden und sind so bei über 300.000. Das sind hauptsächlich in Nordamerika, in Mexiko, Paraguay, Bolivien und so weiter. Die Mennoniten, die Plattdeutsch reden, sind gleich sehr viel, nur so bei 300.000 mit mehr. Aber das Mennonitentum auf der Welt ist viel gratis. Viele von Ihnen wollen das weiten vielleicht. Die Mennoniten auf der Welt, die sind teilen so bei 2.100.000 noch was 1000. So, das sind viel mehr Mennoniten, die nicht Plattdeutsch kennen, als die Plattdeutsch reden dann. Viele Mennoniten, die reden Afrikaans, die wohnen in Afrika, die wohnen in Asien. Und es sind mehr Mennoniten, die nicht Witte sind, als was Witte sind. Wir sind, was wir uns nennen, Witte Menschen. Es sind viel mehr Mennoniten, die nicht Witte sind, als was die Witte sind. So, das ist wichtig, dass wir ein kleines Abfutung haben von uns Hintergrund, mit dem Verständnis haben, wer sind wir und wo ist es mit uns von dir. Und so wie das der plattdeutsche Sprech anbelangt, ich habe ein Buch, das ist ein altes Buch, aber das Buch geschrieben wurde in Anfangs 1990er Jahren. Da schrieben sie, dass durch die Zeit werden noch 7 Millionen Menschen auf der Welt, die Plattdeutsch reden. So, das sind viel mehr Menschen, die durch Plattdeutsch reden, als wir vielleicht leben. Die wohnen so mehr im Norden Europa, bei Deutschland, Niederlande, bei der Baltic Coast, auf Englisch, da wohnen die. Und es sind so bis 7 Millionen Schreiber da, die nach wir, die Plattdeutsch reden. Und wir sagen von der Plattdeutsch ist ein bisschen Dialekt, das ist nicht eine Sprache, das ist wirklich eine Sprache, die wird plötzlich sehr viel gebraucht. Aber wir wollen eine Zeit, die plattdeutsche Sprache, die wir eine vollständige, gebrauchte Sprache aus einer Landessprache von verschiedenen Ländern, sogar manche Handelslied wird Plattdeutsch gebraucht. Von der aus das sehr wie gestorben all, das ist Englisch, Spanisch und Hochdeutsch, aber Plattdeutsch ist eine wirkliche Sprache.
In unseren Mennoniten, was wir aus unseren Mennoniten da, und wir reden mal zu einer Zeit nicht Plattdeutsch. Als wir anfangen, aus unseren Mennoniten genannt wird zum ersten Mal, dann reden wir Niederländisch. Aber wir sagen ab Englisch sagen wir Dutch, wie wir in Dutch. Dort kommen wir von her. Unsere Vorfahren, die reden nicht Plattdeutsch. Aber die trocken von Holland, von den Niederlanden, trocken sie in die Pressen, und dort lernen sie Plattdeutsch. Und dann nehmen sie die plattdeutsche Sprache an, aus der alljährlichen gewöhnlichen Sprache, und dann Hochdeutsch für die Andachten und für die Schule und so weiter. Das ist unsere Vorfahren eher Hintergrund ein bisschen. Und unsere Vorfahren sind ein Wandervolk. Wir wissen nicht, ob die von uns, was Plattdeutsch sind, das ist gut bekannt. Wir haben von Pressen, erstlich von Holland und Pressen, in 1500 Jahren, 1600 Jahren, 1700 Jahren von Pressen in Russland, 1800 Jahren leider, und von 1870 Jahren in Kanada, und von dort in 1920 Jahren in Mexiko und so weiter und so weiter. Und wir sind ein Wandervolk sozusagen. Aber nicht alle Mennoniten sind, aber die von uns, die Plattdeutsch reden Mennoniten sind, das ist ein bisschen uns Hintergrund. Aber das hat noch nicht viel mit Glauben zu tun, was ich bei Tite gesagt habe. Die Anabaptisten, oder die, was sie dann wieder Teufel nennen, die dortigen Menschen, die Zeit, die glauben ein Ding. Sie können nicht das Dreck von der Welt und das Himmelreich taub tragen. Du wirst auf Englisch sagen, irreconcilable difference. Du wirst eine Verschiedenheit zwischen, was keinmal sich vereinigen wird, das Himmelsreich, Jesus den Recht, der Recht Gottes, und das Weltrecht, das weltliche Recht. Die können nicht taub arbeiten, die haben keine Gemeinschaft. Die sind für immer und für ewig getrennt. Die gehen nicht auf selbst den Stich, die haben nicht selbst die Rechnung, die haben nicht selbst die Ziel im Leben. Dort ist hauptsächlich taub die Fuß ganz klar der Grund, auf was sie bieten tun. Und sie leben ganz stark, dass Jesus hat gesagt, wer am Nachfolgen will, der muss seinen Kjriez auf sich nehmen und am Nachfolgen sich selbst alles aufsehen. Und das verstehen sie, das meint Jesus buchstäblich. Sie mussten sich das schwere Wort der Welt zu beiden haben, dort mussten sie wirklich sein zu drehen, am Jesusdienst hoffen, damit sie können Licht sein und Bild sein für diese Welt. So, mein Thema von der Smars handelt sich nicht am Sprach, das handelt sich nicht am, was wir eten und das Mennoniten, oder wo wir wohnen und das Mennoniten. Das hat zu tun mit einer Glaubenslehre. Da ist eine ganz kleine Gruppe von Menschen entstand, Abstand, in den Anfangs 1500 Jahren und sich dann sehr verbreiten hat. In dieser Glaubenslehre leben noch viele Menschen von der schon Tag noch. Ein Wort, was die wollen, die hier nach Mode, ist das Wort radical. Und das ist ein Movie noch, das sagt, The Radicals. Vielleicht haben some von Ihnen gesehen. Das ist ein interessanter Movie. Wo sie mit durchstellen, was diese Wiedertäufer oder Anabaptisten dann bleiben dann. Aber alles das fühlt sich taub in Dieten um Kjriez. Ein Grund von diesem Verständnis ist, dass sie wollen mit dem Horten, am ganzen Horten, sie wollen ihr Ziel auf Jesus sagen, in der ganzen irdischen Welt, dort wo die Welt zu beiden hat, dort sagen sie ganz zu sehen. In den Kjriezweg wollen sie nur und den wollen sie nicht verloren. Aber um das mit besser zu verstehen, was ich Kjriez gesagt habe, wollen wir mitkriegen, was wird, wo sie von los wollen. Was wird, in Arach wir mit der Kirche, was dann wird. Das wird nicht Kirche. Da wir Gott, dass das keine Kirche wird. Die katholische Kirche wird sehr, sehr groß. Dort wird die einzige Gemeinde, die wir sehr stark. Aber wir fehlen, was mit der katholischen Kirche Arach wird zu der Zeit. Die katholische Kirche in der Regierung schaffen aus eint. Wir sagen im Englisch hand in glove. Die schaffen aus eint ganz taub gebunden, eng verbunden. Und wir so viel, was der Arach wird, was ihnen sagt, dort viel zu ändern. Und sie wollen, das soll ändern. Die Obrigkeit, die Landesregierung und die katholische Gemeinde, die werden sehr, sehr fest, sehr eng verbunden. In dieser Gruppe wird dann die Radicals genannt wird, oder Luther die Anabaptisten genannt wird. Der einzige Weg, was sie sein können, um das dritte Stellen wir aufzubrechen, in frisch anzufangen, und dann nur gehen nur dort, was Jesus gelehrt hat in den Evangeliums, in der Apostelgeschichte, in der Briefe die Gemeinden. Und dann, wie weit wir die Pfingsttag passieren, und dort eine Trennung wir, und sie sagen, wir müssen drei, nur dort, wir müssen drei durchhauen. Es ist sehr interessant, das mal dort ganz nur zu grooven, und was ich dann teilnehmen will. Als ich gesagt habe, die Wiedertäufer, die Anabaptisten sagen, wir können keine Gemeinschaft haben mit irgendwas, was nicht diesen Weg anschließen wird, oder was von diesem Weg auftragen wird, oder diesen Weg nicht annehmen will. Und nur ihr Verständnis nur, die Regierung, die wir aufgeehrt, die wir am breiten Weg, sogar die katholische Kirche, die wir am breiten Weg, und sie mussten
Sie wollen davon weg. So, was gerade passiert? Weil wir weiten, wie sind Mennoniten genannt, ich wollte ein Klima draufbringen, Mennoniten genannt, und dort kommt von Männer Siemens her. Ich bin ein Kirchenlehrer, aber auch ein Kirchenlehrer wie ein katholischer Priester. Und er hat von diesen Täufer Wache gehört, oder von den Anabaptisten Wache gehört, aber an wir das sehr fremd und an wir das Wort nicht. Und so, er will mit sein, wo kommt das von her? Vielleicht wir, wo die Menschen nicht mehr zufrieden sind, er will nur sein, was erst du kriegst. Weil er weiß, was der katholische Kirche lehren wird, nicht will er wissen, was die lehren werden. Und er wird mit bearbeiten, was er sein wird, dass die Menschen leiden mussten, dass die katholische Kirche die Anabaptisten verfolgen wird. Er will wissen, was der Fair ging. Dann wird er an, dass viele, was die katholische Kirche lehren wird, wirklich falsch wird. Einige, was die katholische Kirche lehren wird, Kinder mussten getauft von der 8 Jahre alt werden, und damit wir ein Kind dann auch in Gemeindenglied, auch in Bürger von das Land. Dann hat die Regierung Citizen, Bürger, und die Gemeinde hat ein Glied, und sie schafft einen Taub, und die Regierung wird dann gekriegt, wem sie Kontakt auffordern und so weiter. Und nur über diese Anabaptisten reden, no, das stimmt nicht. Die Bibel lehrt nicht, dass wir Kinder taufen sollen, so wir wollen uns dort zu sehen sagen, wir wollen nicht mehr Kinder taufen. Die katholische Kirche lehrt auch noch ein Ding dort, Menschen können sich die Seligkeit verdienen. Wer wo Gott genug gelebt haben, wo haben genug für Gott getan und so weiter, die können selig werden durch seine Worte. Und dann wird aber noch so, dass wenn ein Mensch nicht unbedingt hat, sei er nicht für Gott gelebt, der wie mit der Karte kommen, dann geht es noch so, dass er können sich dann vielleicht, der wird sterben, aber dann können seine Freundschaften können dann Ablässigkeiten oder Indulgencekeiten. Dort sind mit Kreditkeiten, dort, wenn die schon im Totenrecht sind, da würde er vielleicht einen Titel lang spenden machen, und da würde er doch im Himmel gehen. So, die würde nicht nach Hause gehen, die würde zwischen ihrer Meinung nur, und da würde er, wenn ihr Titel durchspenden dürfen, was die reit wird, dann können sie von doch nach dem Himmel. Dort nennen sie Ablässigkeiten, und auf Englisch sagen Indulgences. Dort gibt es viele Menschen, die verleiten sich auf das, so wenn wir sterben, die wollen sich mit Geld geben, auf die Seite Fegefeuer, auf Englisch also Purgatory. So Menschen dürfen nicht Tiefspann dort. Die Mennoniten sehen, die Anabaptisten sehen, das stimmt nicht, das können nicht strafen, das bleibt auch nicht. Und dort gibt es große, wir können sagen, Geldbetrug in der katholischen Kirche. Wenn das. Viele Menschen spenden viel Geld an. Menschen haben Angst. Menschen werden mit Angst verbunden, wenn sie bedeuten, was wird ihnen passieren, wenn sie würden sterben. Und so wird es viel mehr. Und die werden aber auch Männer Siemens, werden auch Menschen, die sehen, das stimmt nicht. Ein wie Martin Luther, von denen habe ich vielleicht auch gehört. Und er war in Deutschland, und er sagt, das stimmt bloß lang, und ich sage, er trennt sich los von der katholischen Kirche, weil er nicht mehr dort einverstimmt wird, er stimmt dort bloß nicht. Aber Martin Luther, der ging ein bisschen besser eng, er konnte nicht verstehen sein, weil sie sich ganz dran. So, er hält besser, zum Beispiel, er hält die Kindertaufe, der hält er. Kinder würden getauft werden, die Kinder würden noch Citizens werden, wenn die getauft werden. Dort hält er bei. Aber er sagt, dort ist alle Anrecht, der Papst, der kann nicht Sinn vergeben, und wir können den Sinn nicht betonen, wir können nicht Fegefeuergeld tun. Das schafft alle nicht, das ist alle Anrecht. Er hat weiße Dinge reich, aber nicht alles. Und auch das Schwert hält er will Kjriez-Dienst, will er auch halten und so weiter. Wie noch ein anderer, der wohnt in der Schweiz, in Switzerland, dort wird Huldrych Zwingli. Er sagt, kriegst so, you know. Er sagt, dort stimmt euch, wie kann ich die Kinder, den Glauben verdienen, das sagt ich nur, aber er hält die Kindertaufe. Auch den Militärdienst hält er auch. So wir in der Meier. Da wir über andere, die sind wie Martin wiedergehen, die haben vielleicht hier von Conrad Grebel, Felix Manz und George Blorak. Da werden sie noch was aufbrechen. Da ist viel, was ich ausloten da, und ich würde Ihnen sagen, Motor sprechen. Kauft den Beker und lest die Geschichte und studiert das. Das wird zu lesen. Und so, weißt du von diesen Dingen, was sie sagen, wir nicht tun sich, dann wir besonders die sagen, das Geld, was Martin Luther das abwasset, was Huldrych Zwingli das abwasset, Geld, wir machen wieder gehen. Und dann brücken sie ganz oft, wir sagen, die sagen, wir machen das ganz abhören. Wir machen das rein uns vom Frischen auffangen, das ist die Apostelgeschichte dort, wiesen das, wir machen es bloß von Jesus holen, und das ist der Einzige. Und dann fangen sie an. Conrad Grebel, Felix Manz und George Blorak waren die Ersten. Die fangen an, waren zu deuten. Wir wollen ans Glauben taufen, nicht an unsere Eltern glauben, oder was different sein, und als Kinder taufen, das taufen wir nicht mehr. Und dann fußt dort worden, und dann auch wieder Täufer, ab Englisch Anabaptisten, worden genannt. Und dort werden wir sein, ob die Ekennummers. Dort wird wirklich ein Spottnummer. Aber die ist sehr lang, dann sagt die katholische Kirche, was passieren da. Und das können sie nicht verdrehen und sagen, okay, das ist bloß Trouble, wenn diese Menschen wollen wiedergehen mit dort, was sie tun. So, sie würden die drei bringen. Dann versuchten sie, sie die Faust nehmen, die wollten sie probieren, mit ihnen zu bereden.
sollen ihren Glauben, das nie Glauben offline, sollen Trainer getaucht, kommen sie wieder, aber das helpt nicht. Das sind nie Gläubige, die bleiben fast stehen. Und sie sagen, na, wenn Jesus sagt, wir sollen lieben für ihn, dann wollen wir vielleicht lieben für ihn. Aber sie würden das nicht zu sich schieben. So diese Verfolgung wird dann abstehen, die mögt das bloß stärker und nicht schwacher. Dass gibt viele Menschen, die hielten von das, die werden sehr nichtig, was lernen diese neue Menschen. Und das geht gut lang, dann kamen sie in die Predigten, die Botschaften von diesen. Und dann hatten sie eine Überzeugung, und gehört, ja, das stimmt. Wir sind wirklich alle Sünder, wir wollen auf die Not haben, die Rat, und nicht auf Worten. Und wir können sie gleich mit Geld betonen. Und die Kinder taufen halt nicht, und so weiter, und so weiter. Und das schwierig ist nicht, weil wir unsere Probleme lösen sollen, und so weiter. Das geht nicht sehr lang, das war ziemlich sehr groß. Und dazu meine Siemens, dort hier in sich in Holland. Und als er das sein, das was passieren, er las sich das noch, er studiert sich das noch. Und er war sehr ruhig, und er war sehr amaglich. Und dann kam er durch und sagte, ich will mir das auch anschließen. Und er sagte, ich kann ja Stempel nicht. Und nachher denkt er, was er nur sein, dass studieren, dass wir das Abendmahl, zum Beispiel Abendmahl, die katholische Kirche lehrt zu der Zeit, dort, wenn Menschen Abendmahl nehmen, das Brot, das war wirklich der physische Körper von Jesus, die lehren auch, das Wein war wirklich das Blut von Jesus. Und meine Siemens studiert das nun und sagt, das stimmt aber nicht. Das Abendmahl uns auch holen. Wo das trägt uns, das ist der Wiedertäufer dann deuten. Hier würde ich bloß noch das sagen, du sind aber nicht alle die Wiedertäufer oder alle die Anabaptisten, die wirklich recht deuten. Weil die Geschichte wollen studieren, von zum Beispiel die Münster-Story, die Münster-Geschichte. Es ist eine Drei-Geschichte, die wir sind Mennoniten, nicht Mennoniten, Anabaptisten. Anabaptisten, die leben, dass wir ganz am Platz mit einem Schwertmann zu haben und mal Ordnung schaffen. Und dort hat man sehr drei eng. All das sagt man Siemens, und dann kam man den Punkt, dass er sich entschlossen hat, die Wiedertäufer, die wurden so verfolgt worden, die sind ein Bereich der Städte, die sind ein Bereich der Gläser, die gehen den Weg von der Kjriez. Und dann schloss er sich die an. Das geht euch sehr lang, dann sagen sie, was von der Lehrer haben wir? Obi Philips, einer von denen, sagt, was von Lehrer haben wir? Und dann sagen sie, wie wollen die es ein Lehrer merken? Er lässt sich zu Lehrer wählen. Dann hat er die Mennonitische Gemeinde, dann durch mehr Fuß darauf, dann nennen sie Mennoniten. Wenn es Männer Siemens hier. Und ich würde sagen, das ist das von der. Der Numen Männer Siemens ist nicht wirklich ein sehr überer Numen, zum Beispiel dort, wie so ein Grote mit Mennoniten sind. Dort sind auch ein bisschen ein Eken-Numen, was sie entgeben aus dem Sport. Und Männer Siemens selbst, die würde nicht gleich haben, was sie sich Mennoniten anleiten. Aber immer dort wird es. Und ein Vers, was Männer Siemens sehr wichtig wird, dort ist der Vers, 1. Korinther 3, Vers 11, er sagt so, keiner kann einen anderen Grund leihen, als der leicht ist, der ist Jesus Christus. Dat is de Eckstein, op wat hij alles beundeed. So de Gemeinde, wat met de government heeft geschaffen deed, dat moet ganz te zien. Jezus alleen staat alleen. En die braucht geen anderen, die braucht geen te helpen. Hij alleen. Jezus deed zijn eer en zijn kracht niet delen met obrigkeiten en zo weiter. Om dit alles te verstaan en met dit benangen nach, en wat krijgt wir dat, wat het so attractive merken deed, oder so aantrekkend merken deed, dat zoveel mensen zich besluiten deed van de Staatskerk los te traan en weg te doen. Ik heb van Männer Siemens wat geredet. Aber in nach Smars ist sehr viel zu kalt, um sogar mit mehr als bloß ein klein bisschen nachgroven. Das ist ein anderer Mann, der gibt mir jetzt einen Taubhang zu das Ganze. Du wirst viele Worte nachfolgen deiden, Worte eine gute Arbeit deiden, viele Worte sich das anschließen deiden. Aber die werden sich alle einig. Die haben Frauen, die haben Verschiedenheiten, die werden sich immer einig, die streiten sich noch sogar hier und da. Und sie werden verfolgt, sie wissen alle, wohin sie gehen wollen, aber wo das auszuarbeiten, da werden sie nicht alle mit klar. Die wir ein, dass wir ein Mann, der heißt Michael Sattler, haben wir ein Mönch, ein Monk, von den Katholiken, und lachtet an, lachtet dicht bei, und er war sich eigentlich, er würde nur gehen, und er ging dann weg von der katholischen Gemeinde, er war getauft auf seinen Glauben, und er hat gute Gaben. Und das Michael Sattler, der starb jung, also will ich weiß, er war ich nur 40 Jahre alt, was am Leben nicht verbrennen deiden, wegen seinen Glauben. Meine Siemens, so viel als wir weiten, weil wir weiten, das ist nicht Daut gemerkt worden, er starb natürlich Daut. Aber Michael Sattler, der ist für meine Siemens, und als er dann das alle top bringen will, den sagten sie, ja, und die greifen amok, da wird am Ferm gerechtgestellt, am wird Daut gemerkt, aber was wird dort, was Michael Sattler sein, was das nie Bewegung oder das nie Movement, was das, wir können sagen, taub holen, dass sie Einigkeit haben, dass sie können vorwärts moven. Er ist eine besondere Person und er hat die Wiedertäufer mit.
Er war einer von von einer Baptisten. Und so seine Meinung nur, wie in der Westen Dinge, was sie alle reinbleiben, das viel Daut geschrieben. Das viel, dass sie wissen, was sie haben. Hier als Kirche, hier haben ein Statement of Faith. Hier haben ein Glaubenslehre. Was die anhalten, ich sagte im Internet noch, was kann ich erst, was die LEMC glauben. Das ist ganz interessant. Ich dachte noch so, dass ich das nur lesen im Internet. Ich stimme da ganz mit bei. Das ist sehr Fan. Jeder einer muss zu seiner Zeit dort klar haben, was ist dort, wo ich mir bin, abstehen, in den Wohnwagen will ich gehen. Ich sage, was nochmal so, wer nicht ein Ziel hat, der wird gleich wieder handelt. Oder so, wer sich nicht schichtig handelt, wird sich verbessern. So, das ist Michael Sattler, der kriegt Menschen taub, und mit anderen taub hatten sie eine Meeting, und da wird dort durchgeschrieben, was sie glauben als Anabaptisten, wo sie sich anholen wollen, was sie lernen wollen, und die schwere Lehre, wo sie sich befinden. Die Staatskirche, die wussten sie, mit der würden sie nicht handeln. Und sie wissen, mit der Regierung würden sie auch nicht handeln. Die wollen nicht von Ernst, sie wären nicht safe bei dir, sie wären nicht sicher bei dir. Sie mussten sich ganz auf sich selbst, Jesus allein in sich selbst, mussten sie diesen Weg durchschlagen. Und sie müssen ein Dokument, also sie müssen wie sein Statement of Faith können sein, über das, was sie nennen, die Schleitheim Confession. Some of you haben mal gehört, Schleitheim Confession, oder wir können sagen Schleitheim Bekenntnis. Und da wird Schleitheim genannt, wenn es durch ein Schleitheim, durch wird diese Meeting aufgeholt, und durch den sie dann taubstellen, wo das wirklich wir, was sie glauben wollen und worin sie sich holen wollen. Ich will bloß noch sagen, ich damit nachgehen, wie es Mennoniten von der ersten Tag, wir tun das nicht völlig nur kommen, oder ausüben. Ich will euch sagen, dass wir unbedingt machen. Aber zu der Zeit, in ihrer Lehre, wo sie sich befinden, die Sachen zu behandeln, wo sie sich mit kämpfen mussten, sagen sie, das ist so, wie wir mit dem Leben, dass das schaffen wird. Das ein Einsatz, ein Sentence taub zu führen, dass wir einfach bloß das. Eine ganz fällige, 100% Trennung von der Dreck von dieser Welt, der Dreck Gottes soll sein. Sie würden dort nicht mischen auf eine Weise. Sie würden nicht dort behalten, was die katholische Kirche mit der Regierung tut. Sie würden ganz für sich allein machen. Und sie werden die Bibel sehr buchstäblich nehmen. Was Jesus gesagt hat, das meint Jesus so. Und sie würden das so ausleben, dass Jesus dann fähig geschrieben hat. Und die Schleitheim Confession oder Schleitheim Bekenntnis, das ist ein Dokument, das kann ihr am Internet sehen, das ist irgendwo, bloß Google und die Schleitheim Confession, da wird auch finden. Und ich habe von das gelesen, als ich diese Botschaft reinmerkte, ich dachte so, das ist interessant. Und dann dachte ich mir nur, wofür von das wie wirklich genug ist. Ich würde hastig die 7 Artikel lesen, was die sind, und dann ein klein bisschen ausleihen, was die meinen. So, das erste ist die Taufe. Was sie glauben von der Daut. Das zweite wäre die Bahn, oder was sie glauben vom Ausschluss. Das dritte, das Brotbrechen, oder wie kann sein, das Abendmahl. Das vierte, Absonderung von Gräuel, oder Trennung von der Welt. Das fünfte, Hörten von in der Gemeinde, oder wie kann sein, plötzlich der Lehrdienst. Das sechste, das Schwert, oder wie kann sein, die Wehrlosigkeit. Und das siebente, das Eid, oder wie kann sein, Schweren. All diese 7, jeder eine von denen wird für sich selbst eine Botschaft sein, wo hastig ein klein bisschen mitteilen, was das kriegt und holen das. So, sie sehen, wir waren von der Taufe, wir tun keine Taufe anerkennen als bloß eine Taufe von einem Mensch, was hat Buße getan über seine Sinn, in der Überzeugung, dass Jesus Christus Heiland und Retter ist und durch das kommt, Seligkeit zu verdienen, zu kehren, als durch andere Genut, die Taufe würden sie anerkennen, und das keine. Menschen wurden bekannt, sie wären zu Sinn gestorben, mit Jesus im Tod begruft und abgestunden im Leben. So eine Menschen würden sie taufen, und damit schlossen sie aus die ganze Kindertaufe und alles, was dann mit der katholischen Kirche dann zu tun hat, in der Hinsicht haben. So wie von der Taufe. Das zweite wird den Ausschluss. Und hier ist es ein bisschen so besonders worden. Den Ausschluss wollen sie brücken und all die, was sich haben heimgegeben, bekannt haben, sie wären Jesus ihre Nachfolger. Sie haben die Taufe genommen und wären Port geworden von der Gemeinde, leiten sich Schwestern und Brüder an und dann überdach fangen an bei sie zu gehen und wollen aber nicht mal gehorsam sein, die Liebe, was sie haben. Und der Beschluss war, sie würden ein paar Mal warnen, heimlich warnen, dann zum dritten Mal öffentlich vor die Gemeinde stellen. Und wenn sie da nicht horchten, dann würden sie einen Bahn tun.
Dat we van den Uitschluss. Dat reden we van het broodbreken. Ik wil hier zeer hard vervoeten. De oefenmaal. Bloos die wat door hadden bekend, dat God haar weer en dan met de tafel dat beziegeld hadden, die weer welkom brood te breken met eind. En toen aan Jezus zijn dood en opstond aan denken. En die moesten de tafel ervaren hebben. Zodat men dan al die doden werken van de finsternis en duisternis moesten ze afgezegd hebben. Die konden niet bewijzen van dat in hun leven. Ze moesten dat wijzen dat ze Jezus in de vallen wären. En wanneer dat niet, dan wären ze niet welkom zum Abendmahl. Dat vierde weer de tranen van de wereld. Hier had het te doen met al dat bijzen, dat ooien wat in de wereld vergaan deed. Toen deed hij dat ook, dus drinkhiza en godloos leven en zo verder. Veel van zijn stad weer dan te die Kjriez nu. En hier deden ze bloos, wer ze dit leven deed, dat is niet het traan van de wereld. Zo, traan van de wereld meint al dat wat de wereld te bieden had, kunnen ze niets meer te doen hebben. En dan ook sogar im Bereich van de katholische kerk en de katholische gottesdiensten, de verzamelingen in de stad, zullen ze niet meer taub zijn. Ze wollen zich ganz trennen van dort. En het vijfde punt weer, de leerdienst. En mensen werden gewählt worden om een leraar te zijn. En de mening moest, zoals Paulus en Timotheus zeiden, die moesten een ruf hebben in de omgeving door. Buiten de geloofsmensen sogar. En hij zal dan een ambt uitvallen met, hij moest lezen en ermoen en leren en zo verder. Sogar mensen uitsluiten, want het ontheim. En ook hij zal van die meint gefeit worden, wat am willen deed. Dat wordt ook gezegd. En wanneer we een kleur jenem had, die kleur wordt bloos talen, wanneer wir als ein Zeug wieder müssen entweder zwei oder mehr Zeugen sein. Und dann, wenn überdag gesündigt hat, dann muss öffentlich vor allem vermont werden. Das erste, was sie hatten, wo sie von reden deuten, das wird schwierig. Und hier können wir viele sagen, das ist ein langer Artikel, aber sie sagen, Jesus und die Weltregierung passen nicht taub. Die schaffen nicht in Einheit. Und das ist eine Trennung zu twischen. Gott hat die Weltregierung gesagt, das stimmt. Und wir sollen die tun, dass die Bibel lernt. Aber alles, was die tut, zum Beispiel Menschen Gewalt an oder gottlos leben, das haben nichts mehr zu tun. So sei das nicht ganz vorbei. Keiner von ihnen wird einen Teil haben an der irdischen Regierung. Jeder einer von ihnen wird lieber Leiden als Leiden bringen zu Menschen. Sie würden nicht das Schwert brauchen, um Ordnung zu schaffen. Und hier können wir noch viel mehr über reden, aber wie es das Zeit wir. Sie sagen, Jesus hat selbst gelehrt, wir sollen nicht das Schwert brauchen. Jesus hat gelehrt, wir sollen Leiden, lieber als Leiden für uns und andere. Petrus schrift, Kjriez hat gelehrt, nicht geherrscht, hat uns ein Vorbild gelassen. Jesus hat uns ein Vorbild gelassen, wir sollen nichts aus der Welt tun. Und so sie sagen, die Gewehren von Streit und Krieg sind fleischlich, wir schaffen mit Frieden. Und so, dass wir in entweder ganz verboten, sie hatten sich einig geworden, sie würden nicht mit irdischer, weltlicher Regierung zu tun haben. Und das letzte, dass wir den Eid schweren. Jesus hat das Alte Bund erfüllt, Jesus hat das Gesetz erfüllt, und im Alten Testament wird ein Eid geschworen, das tun sie manchmal, aber sie sagen, Jesus hat uns gelehrt, wir sollen bloß Ja sein, das Ja, und Nee sein ist Nee, wir dürfen uns nicht noch mehr dabei tun, wir können nicht mal ein hoher Wert merken oder Schwert merken, und Ja soll Ja sein, Nee soll Nee sein, hier ist noch mehr geschrieben, aber wir sollen nicht unseren Willen proben zu erstatten, oder unseren Willen proben zu erstatten und zu bestärken mit sein, schwer. Das sollen wir nicht tun. Und so dort kart geführt, dort werden die, was wir an der Schleitheim Confession. Sehr interessant, dort einzeln nicht durchzugehen, dort zu lesen, zu studieren, wo das alle enthält für ihn, woran sie das sein und so wieder. Aber sie wären sich einig, sie würden wahrlich sein, schon zu drehen, am Jesus zu helfen. Und wir wissen, dass viele Mennoniten, Anabaptisten ischlich, Luther waren sie Mennoniten, ja, Mennoniten haben sehr viel gelitten. Und noch von der Welt sind die Länder, wo Mennoniten sehr leiden tun. Hier in Kanada nicht so sehr, über das entstehen, wo sie tun. Worauf wir achten, was es ist, sie gehen den Weg vom Kjriez. Das ist mehr Dinge, wo wir von reden können. Aber die Anabaptisten sind nicht einmal treu geblieben. Und wir können die Geschichte von Pressen von reden, wir können von Russland reden, wir können von Kanada, wir können von der reden. Lang nicht alle, die sich Anabaptisten nennen, sind wirklich Anabaptisten im Hort. Unsere anabaptistische Vorväter, die können ihr Glauben sehr, sehr dir. Und sie mussten so viel hergeben. Sie verloren ihr irdisches Haben, Gott, sogar ihre Familie und manchmal auch ihr Leben. Ich habe Geschichten von denen, die nicht einmal Fan gewesen sind, aber wir haben ein großes Vorbild
ein großes Beispiel, was sie uns hier looten haben, wo wir von der Tag noch viel von lernen können. Nicht, dass alles immer fein ging, aber wir können auch von ihren Fehlern lernen, was sie merken. Die haben viel Fehler gemerkt, merken noch von der viel Fehler. Aber zum Schluss will ich das sagen, die Frau ist nicht, aus Gott sein Volk wird leiden. Das ist nicht die Frau. Die Frau ist, was Gott sein Volk tun, wenn Gott sein Volk leiden wird. Und nicht bloß, das was wir uns Anabaptisten nennen oder eine Mennonites nennen, da sind auch mehr Gruppen, die auch Gott nur folgen tun. Aber die von uns, die Anabaptisten sind, oder was wir uns Mennoniten nennen, wir glauben, das ist wichtig, dass wir uns trennen von der Welt, dass wir Hand in Hand mit Jesus gehen und tun, was die Kosten sind. Nicht, was die Government sein wird, was die Community sein wird, wir gehen mit Jesus. Die katholische Gemeinde hat eine große Gewalt, eine große Kraft und das Volk zu der Zeit durch die Regierung. Und dort schafft von der Tag noch viel mehr Krieg so. Von der Jahr viele Menschen in verschiedenen Ländern, wo das viel kosten wird, ihren Glauben von Jesus ausleben. Von unseren Vorvätern, sie sagen ihren Glauben das Höchste, ihr Glauben an Jesus. Und die Staatslehre und die Government, die haben nicht das Recht, irgendwer zu sein, wo sie ihren Glauben ausleben sollen. Ich habe ein klein bisschen von Männer Siemens hier verteilt, ich habe ein bisschen von Michael Sattler verteilt. Ich würde ein bisschen viel mehr sprechen. Studiert diese Sachen noch, spendet Zeit dabei, und in der Hinsicht wird uns mehr wird worden. Ich will noch ein Vers reden zum Schluss, was Jesus sagt, zu seinen Nachfolger, aus dieser Welt wandern, in Lukas Kapitel 9, Vers 23. Ihr redet Jesus zu dem Volk und sagt so, er sagt an alle, wer mit mir mitkommen will, muss von sich selbst für jeden und täglich sein Kjriez auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wem das darum zu tun ist, sein eigenes Leben zu raten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben am Meinhalten verlieren wird es raten. Wie es worthaft ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt und sich selbst verlässt und in den Grund bringt. Wie es wer sich mit mir in meine Welt schämt, mit dem, was die Menschen sehen, sich auch schämen, wenn er in seine Herrlichkeit, in den Fuder, in der Heilige Engel, in der Herrlichkeit kommen wird. Muss das von uns gesagt werden, uns ist dort ein Daut um die Welt. Uns ist das ein Daut, so wird nicht sein, dass wir nicht uns das wichtig ist von der Welt sind, aber wir wollen uns dort nicht kümmern. Wir wollen nicht sagen, okay, na, die Welt sagt nicht, dann machen wir so. Die Welt sagt nicht dort, dann machen wir dort. Nee, stimmt, was die Welt sagt mit Jesus. Wir tun bloß das, was Jesus sagt. In Kjriez ab uns nehmen meint, wir wollen Jesus nur folgen und welch sind zu leiden, so sei welche was ist zu leiden für uns. Jesus ist gestorben, er ist abgestorben, er verjagt unseren Sinn und wir können uns das verloren, dass wenn wir sterben wollen, uns Weg von Kjriez ist der einzige Weg, was wir Gott teilen wollen. Und all die, was das mitleben tun, was das ausleben tun, die wollen die Herrlichkeit Gottes sein. Weil wir noch zum Beten zum Schluss. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Geschichte von unseren Vorfahren. Wir danken dir für die Geschichte von den Menschen in der Bibel. Was haben die neu gefolgt? Was haben den fallen Priester getan? Was kosten die neu folgen? Und möchten wir von dir, von dir sein, was wirklich sind, alles zu sehen leihen und nicht proben mit der Welt, der Rick von der Welt, der Rick von Jesus, dort zu bringen. Möchten wir triumphieren worden, Herr. Möchten wir uns in den Rick mit anschließen. Möchten wir Gnade und Barmherzigkeit erfahren von dir, in die Nachfolge, dass du das verlangen wirst. Und wenn du das toll dass wir leiden, möchten wir das mit Freude tun, mit der Kraft, die du uns gibst. In Jesu Namen, wir mit Dank sagen.